Kolleginnen und Kollegen, heute kommen Finanzministerin vom Euroland zu Brüssel zu summen, für über die Modalitäten vom Ersatz von den 750 Milliarden Euro, die den Euro schützen sollen, zu schwätzen. Es geht den europäischen Finanzgenien unter der Präsidenz vom Chefgenie Juncker von allem darum, budgetäre Austerität an den verschiedenen Ländern durchzusetzen, an die Regierungen, an Parlamenten, an die Git zu holen. Nicht nur Griechenland wird in der Tutelle gesagt, weil quasi alle europäischen Länder sich am letzten Jahr stark verschuldet, weil sie die Banken müssen retten. Die Rettung der Banken war aber eine europäische Orientation, die so ausgerichtet war, dass nicht die EU mit Nationalstaaten das gemacht haben. Den europäischen Budget ist ja nur 1% von der europäischen Wirtschaftsleistung. Das ist ein Dogma, den der EU vom Anfang an zugrunde lag. Eine gemeinsame Währung ohne gemeinsame Wirtschaftspolitik, das wird wohl ein bisschen schief gehen. Die Länder, die kein stark Epargne intérieur haben, finanzieren hier budgetäre Mittel über die Emission von Bonnen im internationalen Finanzmarkt. Wenn die obskur Notationsagenzen Kreditschwierigkeit oder Kreditwürdigkeit von einem Land aufsetzen, wie bei Griechenland der Fall, da gehen die Bonnen so teuer, dass der Staat beim Remboursieren nicht mehr nachkommen. Es gibt auch Gegenbeispiele. Die japanische Staatsschuld liegt bei 200% vom BIP, 200% von der Wirtschaftsleistung. Die japanischen Bonnen aber gehen zu 95% von japanischen Städten, also privaten Haushalten, signiert, die all Jahr ihre bescheidenen Erträge kassieren, wie bei einem Spurbuch auf der Spurkiste. Für Japan schwätzt kein Mensch. Das ist auch nicht möglich, auf denen Bonnen für Japan zu spekulieren. Was auffällt bei der aktuellen Entwicklung als Auslösung von der finanziellen Krise von den Ländern von ihrer Wirtschaftsleistung. Das ist wenig bekannt, es sollte aber bekannt sein, dass die griechische Wirtschaftscroissance an den Jahren von der Krise ein guter Prozent über der vom Durchschnitt von der Europäischen Union lag. Wir haben die letzte an den Zeitungen gelesen, dass, wenn den Croissance vom ersten Quartal von 2010 von den verschiedenen Ländern vergleicht, auffällt, dass Portugal Croissance mit am höchsten ist von den europäischen Ländern. Und trotzdem riskiert Portugal an eine griechische Situation zu kommen. Es ist quasi sicher, dass die Austeritätspolitik Kaufkraft raufdrücken und Rezession provozieren wird. Es ging auch unter den belgischen Ökonomisten zweifeln, ob nicht die Austerität die Situation noch verschlimmern wird. Weil Rezession heißt ja auch, dass die Rentreen für das Staatsbudget nach weiter raufgehen. Und das geht dann in Spirale, nur mehr Austerität nach Mannersuchen an die Käsen vom Staat. Wenn die Suchen für 1% kann lehnen, an mit griechischen Bonds kann 7% verdienen, dann ist es normal, dass Kapitalien dahin wandern. So funktioniert der Kapitalismus, aber moralisch wäre ja sowieso noch nie. Was sind die Alternativen? Ich glaube nicht daran, dass das System sich weitgehend regulieren lässt. Kräfteverhältnisse dafür sind doch nicht besonders favorabel. Es ist kaum unzuhören, dass dasselbe politische Personal, das von der politischen Rätsel bis zu großen Teilen von der Sozialdemokratie an den Grängen reicht, an dem Liberalismus völlig ist, soll in ganz andere Richtung ausschlagen. Was sie am Moment machen, das ist nämlich den Ausdruck von ihrer Panik. Hier 5 Strukturreformen, so hat er gesagt, Pisten, das wird das nämlich zu gebrauchen, um die politische Aktualität zu lösen, in den nächsten 2 Jahren, die unzustreben sind, aber nicht nur natürlich ganz Problematik aufdecken.
Erstens, Banken gehen immer mehr mächtig, weil sie durch den Konzentrationsprozess too big to fail gehen. Mit 2 oder too, das heißt, sie haben demos eine Macht gekriegt, dass sie quasi keine Chantage machen und können so und einmal ganz evil Geschäfte machen. Die muss sowieso als in dem greifen, weil wir mehr zusammenbrechen, bricht das ganze System zusammen. Too big to fail. Banken müssen eine öffentliche Kontrolle formen davon, als eine Diskussion wird. Als Zwischenlösung, als Forderung nach der Abwehrung von einer weltweiten Art TVA auf den Gewinner, der Remunerationen an den Bonussen von den Banken. Weil bei den Banken wird es niemals ein TVA geben. Das wäre eine interessante Forderung. Die 2%, die den Generaldirektor vom Internationalen Währungsfonds schloss kann, was die wahrscheinlich die überzeugten Verteidiger von der Austerität aus, gehen nicht durch. Giffen aber schon immens Zensuren heranbringen, für die Schulden aufzubauen. Forderungen können also so gesehen weltweit an Uniform 6% TVA auf Plus-Value von den Banken an Käse von den Staaten, ohne Derogationsrechte, weil das immer am Dumping dran, da wären sinnvolle Forderungen. Über Tisch kann man sowieso immer diskutieren. Zweite Forderung. Die Europäische Zentralbank muss unter die Kontrolle von gewählten Gremien gestellt gehen und als solidarisch kontinental Kreditbank funktionieren. Kreditbank, eine Bank, die Kredite gibt. Nicht mal der zu denen, die schon so hecht. Drittens. Europa braucht ein richtiges europäisches Budget, eine unifizierte Fiskalität und Kapital an ein mutualisiertes Finanzement von den öffentlichen Defiziten. Viertens, Tobin-Tax auf den internationalen Finanzflügen als aus der Diskussion kommen. Das, meiner Meinung nach, unberechtigterweise. Es gibt immer noch eine Überproduktion von Kapital, das weder an der Realwirtschaft investiert wird, noch an Paien, an denen man dann Kaufkraft kennt, noch an den öffentlichen Budget sozialisiert wird, mehr spekulativ viel Misere urricht. Diese Taxation soll Entwicklungsprobleme an der dritten Welt beheben und noch Klimapolitik orientieren. Fünftens, noch etwas ganz Geckiges. Die Frage von der Berechtigung von den Börsen muss abgeworfen gehen. Ich will aber nicht kategorisch sein auf dem Punkt. Als französische Kolleginnen von Attac werfen sie ab. Und sie sollen mindestens in Frankreich als Börsen nehmen zu engem Prozent Finanzement von den Betrieben beteiligt. Der Rest als größtenteils spielen mit den Suen. Und dann als pro-berechtigt, haben sie eine Berechtigung. Das Wichtigste ist aber, was ich zu sagen und damit will ich aufschließen, wir brauchen eine europäische Mobilisation vom Salariat gegen die Austerität auf eine Reihe Forderungen, die sich schon anlehnen und dem, was ich gerade umgestellt habe. Die Solidarität mit den Griechen ist momentan nicht groß. Es schon Argumente hören, wie mehr die Stahlkrise hatten, wo doch keiner geholfen. Das ist ganz falsch. Erstens sind die schaffenden Leute in Griechenland nicht verantwortlich für das Staatsdefizit. Zweitens, als den Defizit zu einem Teil nach Europa gepusht ging durch Spekulation. Und drittens sind die Austeritätspläne da innen an die Hai verdammt ähnlich. Auch wenn sie bei uns vielleicht nicht gerade so brutal sind. Da könnte also eine große Herausforderung auf die europäischen Gewerkschaften zu. Die Ausgangsbasis ist gar nicht so positiv, weil es kaum ein europäisches Bewusstsein gibt. Ohne so eine europäische Mobilisation, just nehmen ein Land pro Land, wo die oben aber die europäischen Nationen an eine Richtung leiten, als aber die Autoritätspolitik wohl nicht zu Fall zu bringen. So nicht mehr.